Wir tun schon eine ganz schöne Zeit uns immer antreffen, jeden Sonntag für Hunsrück sprechen und für unsere gute Tee trinken. Aber ganz viele Leute haben mich die letzten Tage gefragt, wo sie wohnen und von wo sie sind. Und heute tun wir mal ein bisschen sprechen davon, was die Leute, die jetzt auch am Kommen sind, also können mich ein bisschen kennen. Heute wohne ich schon ungefähr ein Jahr in der Norwegen, aber ich bin von einem ganz kleinen Munizip von Rio Grande do Sul, heißt Santa Maria del Val, mehr tun aber so Teiwelt, zwischen 6000 Leute, die dort wohnen. Die meisten sprechen noch der Hunsrück. Der Pelsnicker ist ein lieber Mann, der bringt für die Kinder, was er kann. Die Große, los die Löwe, die kann sich selbst was kaufen. Pelsnicker, du mich nicht vergessen, die ganze Schokolade, du nicht kann essen. Das erste Gespräch, wo ich daheim gelernt habe mit meiner Mama, mit meinem Papa, mit meiner Wolfere, war der Hunsrück. Später, wie ich in die Schule gegangen bin, mit 6 Jahren, da haben wir erst Brasilianisch gelernt. Von Traum bloß Deutsch. Und guck mal, was interessant ist. Heute ist es das erste Mal in 3 Monaten, wo ich ein bisschen Sonne abkriege hier in Norwegen. Das ist gut. Und dann so wie ich, viele Kinder in dieser Zeit haben bloß Hunsrück gesprochen, von klein an. Und Brasilianisch, das ist kaum mit der Zeit, wenn sie in die Schule gegangen sind. Die ersten Jahre war es mächtig schlimm gewesen. Ich denke daran, wie ich die ersten Tage in die Schule gegangen bin. Wir haben gar nichts verstanden, wir wussten gar nichts. Und wir haben es aber gelernt, so langsam. Und ich bin auch groß gewachsen auf der Kolonie. Von klein an immer geholfen, ein bisschen in der Plantage haben. Und in der Zeit, noch, wie ich klein war Plantage ein Geschäft gewesen. Konnte man sich was dabei schaffen. Alles mit N konnte man Eltern einen Spann Ochse kaufen. Und alles mit Spann Ochse verkaufen, konnten sie sich in Terrain kaufen und so weiter. Aber wie die Jahre rumgegangen sind, ist es immer schlimmer geworden in der Plantage. Und was ist passiert? Meine Eltern mussten aus der Plantage gehen und mussten in die Schuhfabrik gehen oder in die Bauerei gehen. Ich noch auch, wie ich so 12 Jahre alt war, da bin ich morgens in die Schule gegangen, mittags habe ich einen Tag lang geschafft, habe ich auch ein bisschen Geld gekriegt. Und das bisschen Geld, das ich erstmal verdient habe, in dem halben Tag im Tagland schaffen, habe ich geholfen Pflanzen, geholfen Ernten, geholfen Pushen, von allem. Und das bisschen Geld hat mir immer geholfen, für immer mehr schaffen, für immer das Ding selbst schaffen. Aber mit 15 Jahren, da bin ich in die Schuhfabrik auch gegangen. Ein paar Jahre darauf habe ich nachgelassen in die Schuhfabrik, bin ich in eine größere Firma gegangen, eine Gruppe Erwald. In dieser Zeit habe ich auch viel gelernt. Wie ich auch was schaffen habe, konnte ich nicht mal ein Telefon holen und attendieren. Ich konnte nicht mal einen Computer schaffen. Das habe ich alles dort gelernt. Wie ich schon in der Wahl war, habe ich Journalismus gelernt. Es war immer mein Sonne gewesen, weil von klein an, wir hatten daheim keine TV, wir hatten kein Internet, wir hatten kein Telefon gehabt und da, was habe ich gemacht? Gelesen. Alles mal ein Journal oder etwas, wo die anderen mehr gebrungen haben, habe ich gelesen, Bücher habe ich gelesen. Dann habe ich immer gedacht, und da kann ich das machen, da kann ich schreiben für die anderen. Und da habe ich, wie ich Chance hatte, habe ich auch angefangen, Journalismus machen, habe viel geschafft, also ich konnte meine ganze Schule bezahlen. Habe ich so zwischen 6 Jahren geschafft in dem Journal. Und da war ein bisschen mehr wie ein Jahr zurück, sind wir hier raus in die Norwegen gekommen. Und in der Zeit, wo ich in Brasilien war und wie ich mein Journal geschafft habe, die ersten Reportagen, die ich gemacht habe, sind ich bei den Leuten gekommen und da wollte ich sie interviewen. Und das waren mehr Zeit deutsche Leute. Und da, wie sie wollten, in Brasilianisch mehr sprechen, ist es auch, was mir nicht so richtig rauskam. Die konnten sprechen, aber die haben nicht gesprochen mit seinem Herz. Da habe ich gesagt, nein, spricht, wie der euch gut findet. Und da haben sie angefangen, in Hunsrück mit mir zu sprechen. Solange unsere liebe Helga mir die Kraft gibt, schaffe ich. Und wenn es mir ordentlich schwer ist manchmal, und gehen in die Plantage, gehen ein paar schaffen, das mache ich ja nicht. Was mir esse, tun ich alles pflanzen. Kraut, Rotriebe, Salat, Radieschen, Alface und so alles, was ist. Da hier ist es nicht so viel Berg für euch, da hier so hier raufgehen immer, ne? Ich schreibe mich um ein Hackchen. Ah, sag ich das daheim. Ich schreibe mich um ein Hackchen. Was geht auch so Fall? Wenn ich kann, schreibe ich noch mal. Wenn ich kann, ich konnte noch bis jetzt nicht immer. Unsere liebe Herrgott mir noch die Kraft gibt, schaffe ich. So lange will ich schaffen. Ich danke mir auch, dass er mir noch die Kraft gibt. Und in der Zeit habe ich angefangen, Reportagen zu machen in Hunsrück. Und dann ein Dumm, was ich gemacht habe, die Reportagen in Hunsrück, die waren immer besser gewesen, immer schöner. Weil ich habe mich gut gefunden, wenn ich das gemacht habe.
Und jetzt hat angefangen feilen, der Hunsrück sprechen. Ich spreche den Norwegisch, den Englisch, aber kein Hunsrück. Und meine Frau hat das gesehen, als es mir gefeilt hat, und hat gesagt, für was tust du dann ein paar Videos machen, tust du mit den Leuten sprechen? Und ich sage, nein, ich bin wohin ich die Kamera sind, nicht wo ich die Kamera sind. Aber auf einmal da und Sonntag hat sie gesagt, na, heute tun wir das machen. Und bis jetzt auch, wenn ich die Kamera ist und tut mich gravieren, dann haben wir das gemacht. Und es ist eine mächtige Frau, als ich so viel Leute gefunden habe, in der ganzen Welt noch, wo unser Hunsrück sprechen. Nicht bloß da in Brasil. Paraguay, Kanada, Estados Unidos und auch in Deutschland sprechen die Leute weiter Hunsrück. Und deswegen finde ich mich gut, wenn ich jeden Sonntag hier bei euch hinkomme und ein bisschen erzähle. Ich will nicht von mir sprechen. Ich will aber einen Platz machen, wo die Leute können mit zusammen sind, wo Hunsrück sprechen. Was die Leute sich gut finden. Und manche Leute tun sich noch schämen, von der Hunsrück sprechen. Weil, wie ich in der Schule war, alles haben sie gesagt, nein, du musst das, kannst das nicht sprechen. Wie ich noch der Fakultät mache, haben sie gesagt, nein, du kannst das nicht sprechen, du musst das so Tacke verlieren, weil das ist eklig. Und dann tut man sich einfach so schämen, findet man sich nicht gut. Aber was wir haben, das ist Gold in unseren Fingern. Wir haben einen Spruch, wo sich verlieren durch die letzten Jahre, aber wir müssen weiter sprechen. Kinder müssen Deutsch sprechen. Also das Deutsche geht uns erst. Das ist die letzte Generation, die da. Die Brasilianisch, nennen wir so. Die Brasilianisch kommt, das Deutsche vergeht. Und guck mal, die meisten Kinder, die älter haben, die sprechen nichts mehr Deutsch. Die Älteren kann man sagen, die können schlecht Brasilianisch, die können sprechen Deutsch. Das ist doch kein unser Riesenbereich. Und deswegen, wenn ich hier auf die andere Seite der Welt bin, wenn ich hier in Norwegen an einer Ort was habe, aber das Hunsrück, das will ich nicht leider. Und deswegen macht das mächtig zu. Jedes Sonntag hier bei euch hinkommen. Das Video von heute war ein bisschen größer, aber ich wollte ein bisschen sprechen von mir, als die Leute besser wissen, wer sie sind. Und viele dann auch Frauen, von wo euch das Tee haben. Ja, das Tee kommt nicht leicht durch hier. Wir haben ein bisschen Tee mitgebracht, weil wir kamen sind von Brasil und der Rest tun wir hier haben alles von Amigo kaufen, aber ist mächtig daher und alles mache ich bloß einen Tee einmal die Woche, weil kann man nicht, muss man sparen. Nicht bloß wegen dem Tee, aber der kriegt man nicht so leicht. Und auch wenn gerade einer mehr will einen Tee schicken, bloß sagen und ich mein Interesse geben. Gut Sonntag für euch. Wir sehen uns.